Gedankenanstoß und Inspiration. Hallo zusammen. Im heutigen Beitrag möchte ich euch etwas über die Stelle vom Baum am Wasser aus Jeremia 17 weitergeben. Diese Stelle kennt vielleicht der eine oder andere von euch. Mir ist sie immer wieder begegnet. Meistens im Sinn davon, dass Gott einem wie ein Baum ans Wasser gepflanzt hat. Dir darf es gut gehen und es ist ein Zuspruch. Irgend so etwas in diesem Stil. Ich habe festgestellt und lernen dürfen, dass das allerdings nicht alles ist, was in diesem Kapitel steht. Ich durfte lernen, dass Gott eine ganzheitlichere Sicht hat und ich werde versuchen, euch die in diesem Beitrag weiterzugeben. Vor allem, weil es mich selber auch extrem inspiriert hat. Es ist so gewesen, dass ich in einer eher schwierigen Lebenssituation mich mit dieser Bibelstelle befasst habe. Zusätzlich bin ich inspiriert worden von einem Foto, wo meine Frau von 2 Bäumen gemacht hat. Und das hat mich so weit inspiriert, dass ich die Szene als Bild dargestellt habe. Ihr könnt das Resultat entsprechend sehen und ich werde euch die einzelnen Elemente aus dem Bild genauer erklären. Bevor ich das aber mache, möchten wir uns mit dem Text befassen aus Jeremia 17. Ich lese euch Vers 7 und 8 vor, wobei ich im 8 kurz ergänzen tue, bevor ich dann weiterlese. Also nochmal Jeremia 17, Vers 7 und 8. Gesegnet ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hinstreckt. Das ist der Teil, den ich aus dem Kapitel eben so oft schon gehört habe und den ich kennt habe. Das ist der positive Teil, aber der Vers 8 geht eben noch weiter. Und es lautet insgesamt wie folgt. Der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hinstreckt. Denn obgleich die Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht, sondern seine Blätter bleiben grün. Und er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern bringt ohne Aufhören Frucht oder Früchte. Also kommt eigentlich plötzlich in der zweiten Hälfte Hitze ins Spiel. Plötzlich geht es darum, in einer Zeit von der Dürre Frucht zu tragen. Das hat mich recht stark herausgefordert. Ich habe mich selber zu dieser Zeit in einer solchen Dürre gefühlt. Ich habe Trockenheit verspürt und habe mich gefragt, wie kann ein gläubiger Mensch Frucht bringen, wenn es ihm selber nicht gut geht? Wie ist das möglich? Wenn ich aber mein Glauben ernst nehmen möchte und meine Beziehung zu Gott wirklich leben will, dann sagt der Bibeltext mir, dass ich trotzdem Frucht bringen werde. Auch wenn ich eine Dürre erlebe. Auch wenn ich nicht gerade das Gefühl habe, als würde Jesus, wo ja Quelle vom Leben genannt wird, mich zum Sprudeln bringen. Jetzt, wie ist das möglich? Wie gehe ich mit dem um? Wenn ich mein Glauben ernst nehme, dann muss ich auch die Bibel ernst nehmen. Dann muss ich mich damit auseinandersetzen, was das bedeuten könnte, Früchte in der Dürre zu tragen. Und das ist genau der Punkt, wo ich dir als Frage mitgeben möchte. Was bedeutet es, geistliche Frucht in der Dürre zu tragen? Ich habe das Bild versucht zu zeichnen. Ich habe die 2 Bäume aus dem Foto, wo, wenn ihr euch erinnert, mir meine Frau geschickt hat, übernommen. Es ist ein bestehender Baum und ein neuer Baum. Der eine, der aus dem alten Baum rauswächst. Ich habe die beiden Bäume bewusst so gezeichnet, dass es nicht ganz klar ist, welches der neue und welches der alte Baum ist. Beide tragen Früchte, aber sehr wenig. Beide haben grüne Blätter, aber auch hier nur sehr wenig davon. Man kann insgesamt nicht sicher sagen, ob es ein Szenario ist, wo gerade alles am Absterben ist. Es sind noch die letzten Früchte und Blätter da, aber eigentlich kommt jetzt dann der Tod und der Baum ist komplett verwelkt. Oder ist es eher so, dass sich alles um ein neues Erblühen und neues Erwachen dreht? Ist
ist etwas Neues am Entstehen. Es ist nicht ganz klar. Man kann es nicht genau sagen und das ist meine Absicht in diesem Bild. Weiter wollte ich zeigen, dass die Wurzeln sehr wichtig und sehr dominant sind. Als ich über die Stelle aus Jeremia 17 nachgedacht habe und ich mich gefragt habe, wie ich als Christ Frucht bringen kann, habe ich bemerkt, dass das nur durch Gnade geht. Es ist immer ein Geschenk. Frucht zu bringen, das sind Worte, das sind Taten und Momente, wo ich auf Gott hinweisen darf, egal was meine Umstände sind oder wer mein Gegenüber gerade ist. Ich kann die Frucht nicht selber produzieren. Es wird mir geschenkt. Damit mir das geschenkt wird, sage ich, muss oder darf ich verbunden sein mit Gott. Das heißt, ich setze mich mit der Bibel auseinander, bin drin verwurzelt wie ein Baum. So wie ich das unten links im Bild dargestellt habe. Dass ich immer nur den ersten Teil von dem Vers kennt habe, ist eigentlich das perfekte Beispiel dafür. Aber dadurch, dass Gott mich in meiner nicht sonderlich guten Situation auf das ganze Kapitel gebracht hat, habe ich erst verstehen, dass es um mehr geht als nur der Baum am Wasser. Dadurch, dass ich das Kapitel nachgelesen habe, haben sich meine Wurzeln sozusagen tiefer gegrabt und ich habe entdeckt, dort ist plötzlich die Rede von schwierigen Zeiten. Vor den Versen 7 und 8, die ich vorgelesen habe, ist auch die Rede vom Gegenteil. Vom nicht gesegneten, sondern verfluchten Mann. Ich lade euch wirklich ein, das ganze Kapitel nachzulesen und darüber nachzudenken. Und wenn wir die Bibel lesen und darüber nachdenken, dann wünsche ich uns allen, dass wir ins Gebet gehen, wie unten rechts im Bild. Dass wir Gott mit seinem Heiligen Geist und seiner Weisheit bitten, uns zu führen. Dass Erkenntnis kommen soll. Letztlich, dass wir verstehen dürfen, um was es ihm geht. Und uns herausfordern lassen und verändern lassen durch das. Wie gesagt, es ist für mich eine grosse Herausforderung zu sagen, dass ich in einer negativen Lebenslage Frucht bringen möchte. So ist der Baum im Bild verwurzelt im Gebet und im Wort Gottes. Dann kann er Frucht tragen, trotz der Sonne, wo ihm im Hintergrund auf den Nacken scheint, sozusagen. Ermöglicht mir das Ganze durch Jesus. Daher die ganze Kreuz im Bild. Denn was passiert? Oben rechts habe ich versucht darzustellen, dass wir in Jesus ein Teil vom Königreich Gottes sind. Wir kriegen ein Erbe in Jesus Christus, sagt die Bibel. Was bedeutet das? Verwalten wir das Erbe? Was bedeutet die Tatsache, dass wir in ihm ein Erbe bekommen? Wie sieht das aus, wenn wir Teil vom Königreich Gottes sein dürfen und das leben dürfen? Was kommt noch und was gilt jetzt schon? Das sind alles Fragen, die wir vor Gott im Gebet stellen dürfen und über die ganzen Fragen sagt die Bibel eigentlich ganz schön viel. Also müssen wir auch dort wieder in die Tiefe graben und forschen. Das Zweite, was passiert, ist eigentlich oben links dargestellt. Das sogenannte Horn vom Heil kommt in vielen Psalmen vor. Sowohl auf der persönlichen Ebene, aber auch auf der nationalen Ebene. Gott soll das Horn des Heils über Israel oder über eine einzelne Person erheben, heisst es. Ich glaube, dass genau das ist, wo wir sind dürfen. Egal wie stark wir durch eine Dürrephase geprägt sind oder wie schlecht oder gut es uns geht. Wenn wir wirklich in Gott verwurzelt sind, wenn wir wirklich mit ihm verbunden sind, so wie Jesus das eigentlich sagt, dass wir mit ihm als Rebstock verbunden sein sollen. Wenn das der Fall ist, dann wird unser Horn vom Heil aufgerichtet werden und wir werden Gottes Segen erfahren. Wir werden ein Heil und ein Segen erfahren, wo über Friede, Freude, Eierkuchen rausgeht.
Vielmehr werden wir Gottes Souveränität in guten wie auch in schlechten Zeiten anerkennen können. Und das ist das, was mir letztendlich am meisten dient. Er weiss, was wirklich gut für mich ist, und in ihm habe ich mein Heil. Das wünsche ich uns allen, dass wir das lernen können. Das ist das, was wir möchten und sollen können sehen und erkennen. Ich lade euch ein, selber mit Jeremia 17 dem nachzugehen. Was heisst es, Frucht in der Dürre, aber auch in Zeiten zu bringen, wo der Bach mit erfrischendem Wasser gefüllt ist? Was heisst das? Ich bin am Lernen und ich hoffe, ihr dürft es auch lernen. Danke fürs Zuhören.